Yes. Danke vielmals. Ich bin aus der Ferien zurückgekommen, aus meinen Sommerferien, und der Mats hat mir einen Predigtitel gegeben: Jesus, Notlösung oder Masterplan? Ich denke, das ist eine gute Frage. Ich weiss, dass mehrere Doktorarbeiten, nicht wenige auch hier in der Kirche, sich mit diesem Thema befasst haben. Und dann haben wir gesagt, das ist doch mal eine Herausforderung, das in einer halben Stunde abhandeln. Wir wagen uns dran, okay? Seid ihr dabei? Wirklich? So, das ist gut. Ihr müsst vielleicht eure Bibel führen, ihr müsst vielleicht ein bisschen mitschreiben und wirklich wach sein, weil das ist ein bisschen eine andere Struktur von einer Predigt, als ich sonst einmal habe. Aber ich bin überzeugt, wir schaffen das. Wir fangen ganz vorne an. Gott probiert es mit den Menschen. Er schafft Adam und Eva. Er sagt, schau mal, die können in meinem Garten leben. Die dürfen alles haben, die dürfen alles genießen in vollen Zügen. Er redet auch nicht über Mengen oder irgendetwas, sondern einfach leben und genießen. Aber dieser Baum, der ist tabu. Von dem dürfen sie nichts essen. Was machen sie? Sie essen davon. Und Gott muss aus seinem Garten rausgehen und sagen, jetzt lebt auf der Erde, pflanzt da und kümmert euch selber darum, dass ihr Essen habt. Es wächst ein Volk, sie vermehren sich. Und das Volk wird abgrundtief böse. Und Gott bereut es, das steht so, dass er den Menschen geschaffen hat. Und er schickt eine Flut. Und dann gibt es aber den einen Typ, der lebt das Leben, das ihm gefällt. Und er macht mit ihm, mit dem Noah, weiter. Und fährt wieder neu an. Das Volk wächst. Sie wollen grösser sein als Gott, bauen einen Turm. Gott greift ein, zerstört ihn. Alles spaltet sich. Das Volk wächst wieder. Das Volk Israel entsteht. Sie sind gefangen in Ägypten, werden durch Wunder von Gott befreit, rebellieren trotzdem gegen ihn und drehen sich 40 Jahre in der Wüste im Kreis. So hat der Richter eingesetzt. Der eine gerechter als der andere. Es hat der Königin eingesetzt. Der eine schafft den Gottes Sinn, der andere nicht. Und du siehst die ganze Geschichte, wie Gott immer wieder am Hebeln ist, dass das irgendwie gut kommt. Und ich kann mir vorstellen, wie Gott sich irgendwann so im Himmel ansetzt und einfach denkt, hey, was habe ich mir überlegt, wenn ich die Menschen gemacht habe? Und der Heilige Geist sitzt nebendran und sagt, ich habe das gesagt. Und er sagt, aber weißt du was, ich habe eine gute Idee. Was ist eigentlich mit Jesus? Und Gott sagt, was ist mit Jesus? Jesus holt sich einen Kaffee. Und der Heilige Geist sagt, nein, ich meine nicht jetzt gerade in dem Sinn, sondern warum schicken wir ihn nicht runter auf die Erde? Das ganze Thema, das du hast mit den Menschen, dass sie sich immer wieder schuldig machen, dass wieder Reinheit muss entstehen, dass die Beziehung wieder funktioniert, immer das kaputt machen, reparieren. Können wir ein und alle Mal ein Ende setzen, wenn wir uns selber hingeben in der Person von Jesus und er alle Schuld auf sich nimmt. Und das Thema für ein und alle Mal aus der Welt schafft. Und Gott sagt, hey, eine mega Idee, warum bin ich nicht drauf gekommen? Und der Heilige Geist, siehst du? Jesus als Notlösung. So, man hat es probiert mit den Menschen, man hat versucht, wirklich ernsthaft eine Geschichte mit ihnen zu schreiben, aber es ist nicht gelungen. Eine passable Erklärung ist aber für mich insofern nicht ganz stimmig, weil wenn wir das Alte Testament durchblättern, sehen wir so viele Hinweise auf Jesus. Es wirkt nicht unbedingt nach einer spontanen Sache. Immer wieder deutliche Hinweise aufs Kommen von diesem Messias, von diesem Erlöser. Und es wirkt nicht so, wie wenn das irgendwie so schnell entschieden worden wäre. Also vielleicht doch Jesus der Masterplan. Vielleicht ist doch von Anfang an klar gewesen, egal wie die Geschichte läuft, Jesus wird kommen. Und ich frage mich aber, warum denn die ganze Geschichte vordran? Alles schon Steigmeißel gewesen. Auch eine Variante, aber ist für mich auch nicht ganz stimmig. Wenn ich im Alten Testament lese, sehe ich Beispiele, die mir aufzeigen, dass die Geschichte, die geschrieben wird zwischen Gott und den Menschen, sehr dynamisch ist. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da ist der Mose auf dem Berg oben, Gott hat ihn aufgerufen und gesagt, ich gebe euch einen Rahmen, ich will euch Gebote geben, die ihr danach leben sollt, damit es miteinander und es mit mir funktioniert. Und dann will er runtergehen und die Israeliten schaffen sich wieder einmal einen eigenen Gott mit ihrem Restgold, das sie haben. Und dann jagt Gott einen Nuki raus und sagt, jetzt längt's. Jetzt ich walze platt, fertig, kein Bock mehr. Und der Mose geht in eine Diskussion mit Gott und stimmt ihn um.
Und wir sehen eine Dynamik, die sich entwickelt, wo eben nicht einfach Gott hat einen Plan und fährt wie eine Walze, sondern der Mose nimmt Einfluss und es ist eine Geschichte, die gemeinsam gestaltet wird. Also Jesus, eine Notlösung oder von Anfang an ein Masterplan, eigentlich nichts von beidem. Das ist für mich beides nicht stimmig. Und was, wenn ich sage, es ist doch beides? Vielleicht müssen wir es ein bisschen von einer anderen Seite anschauen. Ich will die restliche Zeit brauchen, um aufzuzeigen, warum in meinem Verständnis Jesus sowohl Notlösung als auch Masterplan ist. Die Bücher von Mose. Und jetzt gehen wir in Jesus als Notlösung rein. Die fangen an mit der Schöpfung, wie wir es gerade davor hatten. Und es wird eine Geschichte erzählt, wo ein Volk heranwächst und du merkst von Anfang an, Gott ist interessiert daran, gemeinsam mit dem Volk unterwegs zu sein. Und es entsteht ein Bund zwischen Gott und dem Mensch. Und dann sagt Gott mal zu dem Volk, hey, baut mir ein Zelt und ich will dort leben. Baut mir ein Zuhause, wo ihr mir begegnen könnt. Und er gibt ihnen Anweisungen und es kommen Themen auf wie Sünde, Opfer, Reinheit. Und die werden plötzlich sehr präsent in der Bibel. Und sehr aufwendig wird das alles beschrieben, was passiert, was wir machen müssen, wenn wir eben wieder uns als Menschen so verhalten haben, dass es wieder einen Keil zwischen uns und Gott treibt. Und es gibt ganz klare Anweisungen zu den Opfern. Und die Geschichte, die zieht sich an. Und ich will kurz einen Einschub machen hier. Was soll das mit den Opfern? Weil in der heutigen Zeit lesen wir das und verstehen das wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Schuld trennt und Opfer vereint. Ich glaube, das war früher so und ich glaube, das ist heute auch noch so. Wenn Menschen sich streiten, um einfach das alltägliche Beispiel zu nehmen, dann dauert der Streit meistens so lange, bis die Menschen, die sich streiten, sich einig sind, wer die Schuld auf sich geladen hat. In einem ganz normalen Ehekonflikt, vielleicht kennst du das, oder sonst ein Streit mit einer Freundin oder mit einem Freund, streiten wir oft so lange, bis sich jemand entschuldigt oder eben um Entschuldigung bittet. Sagt, schau, ich habe mich schuldig gemacht und ich bitte dich um Entschuldigung. Manchmal läuft es nicht so, manchmal läuft es andersrum, dass wir irgendeinen Dritten suchen, der schuld ist. Passiert öfter, als wir denken, und ist öfter ungesund, als wir denken. Wir streiten so lange, bis wir uns einig sind, wer Schuld an der Situation hat. Und sobald wir uns einig sind, der ist schuld, ist zwischen uns wieder Frieden. Das sehen wir auch auf der grossen Bühne der Welt. In der Politik sehen wir das immer wieder. Länder, Herrscher, die früher Feinde waren, verbünden sich plötzlich, weil sie ein Opfer gefunden haben, ein gemeinsames. Ich glaube, Sünde führt uns Menschen in die Not. Ganz die einfache Frage, willst du jemandem begegnen, wenn du ganz genau weißt, dass du der Person gegenüber schuldig geworden bist? Ich weiß nicht warum. Vielleicht hast du sie betrogen, ihr irgendetwas weggenommen, hast sie verletzt. Und du bist dir bewusst, dass du schuldig geworden bist ihr gegenüber. Willst du dieser Person begegnen? Ich glaube, Schuld isoliert, schafft Distanz und führt letzten Endes im Extremfall in die Einsamkeit. Wir lesen es eben ganz vorne in der Geschichte, wo Adam und Eva im Garten sind. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein, eben genau in die Frucht, die sie nicht hat essen. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand. Und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschutz, Unterhösli. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Es ist alles gut. Dann kommt die Sünde, Menschen laden Schuld auf sich und Scham und Angst erfüllt ihre Herzen. Und sie nehmen Emotionen wahr, die sie vorher noch nie gefühlt haben. Und ziehen sich zurück vor dem, was sie schuldig gegenüber geworden sind. Willst du jemandem begegnen, wo du ganz genau weißt, du bist ihm oder ihr gegenüber schuldig geworden? Die ganze Menschheitsgeschichte, die wir im Alten Testament lesen können, die ganze Geschichte
zeichnet sich immer das gleiche Bild ab. Eine Menschheit, die sich immer wieder von Gott entfernt und Gott, der sich immer wieder bemüht, sie zurückzuholen. Und wir sehen, wie sich das Ganze immer und immer wiederholt. Das Interessante ist, der Messias, der Erlöser, der wird immer und immer deutlicher prophezeit. Immer und immer mehr kommen Hinweise, konkrete Hinweise, dass ein Erlöser wird kommen. Und irgendwann kommen Psalmen. Und dort wird es in gewissen Psalmen richtig konkret. Wir haben schon einige Psalmen angeschaut. Du kannst gerne auch, wenn du eine Predigt verpasst hast, eine von den vorigen Predigen hören. Die sind alle online verfügbar. Wir werden heute einen Psalm anschauen, der extrem präzise eine prophetische Aussage bringt zu der Kreuzigung. Psalm 22. Das ist der meistzitierte Psalm im Neuen Testament. Der David schreibt den. Und gegenüber stellen wir ein historisches Buch, Markus Evangelium, wo eine Geschichte erzählt, wo Markus aufgeschrieben hat, was er gesehen hat, als er Jesus beobachtet hat und mit ihm unterwegs war. Und das legen wir jetzt ein paar Verse parallel. Im Psalm 22, Vers 9 steht dort, sie teilen meine Kleider unter sich und über mein Gewand werfen sie das los. 100 Jahre vorher. Der Markus, was beobachtet hat. Und als sie ihn gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los über denselben warfen, was jeder bekommen sollte. Wieder zurück im Psalm. Alle, die mich sehen, spotten über mich, reißen das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der bringe ihnen Sicherheit und er rette ihn, wenn er Gefallen an ihm hat. Also Gott soll ihm doch helfen, Gott soll ihn doch retten. Wieder in Markus. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, ha, du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir nun selbst, steig herab vom Kreuz. Wenn du Gott bist, hilf dir selber. Mit dem Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schrieb der David. Markus. Und zu der 9. Stunde rief Jesus laut, Eli, Eli, lama asabdani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etwas, was angekündigt wird im Alten Testament, über die ganze Geschichte, wird zur Realität. Und Gott wird Mensch und macht sich selber zum Sündenbock, gibt sich selber hin für uns. Er macht das ultimative Opfer. Er nimmt alles auf sich, die ganze Schuld, die um ist, alles, nimmt er auf sich und opfert sich selber, damit das für ein und alle Mal weg ist. Der Vorhang reißt und der Weg zu Gott wird frei. Es ist nichts mehr da zwischen uns und Gott. Es ist alles weg. Wir Menschen, wir müssen uns nicht mehr selber darum kümmern, wie wir vorher angewiesen worden sind dazu, dass die Schuld irgendwie weggeht. Gott hat sie weggenommen. Da erfüllt sich das, was schon der Prophet Micha, das ist ein anderer Prophet, der im Alten Testament auch ein Buch drin ist, schon angekündigt hat. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist die gute Botschaft für uns. Jesus ist die Notlösung, weil er uns aus unserer Not befreit. Er holt uns dort raus, aus dieser Situation, dass wir Gott gegenüber nicht bestehen können, weil immer etwas zwischen uns und ihm ist. Für ein und alle Mal hat er alles auf sich genommen, alle Schuld, und hat sie ins tiefste Meer versenkt. Dass wir zu Gott kommen können und nichts mehr zwischen uns ist. Nicht mal ein komisches Gefühl. Checken wir das? Ich glaube, bei Jesus ist auch der Masterplan. Gott hat uns Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Du siehst doch die ganze Bibel. Er sucht immer wieder unsere Gemeinschaft. Und die Geschichte mit den Menschen, die ich vorher gerade ein bisschen erzählt habe, die ist nicht so einfach. Es ist eine Liebesgeschichte, aber es ist eine recht dramatische Liebesgeschichte. Es ist relativ kompliziert.
Und ich lade dich ein jetzt zu einem kurzen Experiment. Es passiert nichts Schlimmes. Ich bitte dich einfach darum, dass du versuchst, eine andere Perspektive einzunehmen. Und zwar die Perspektive von einer jungen Jüdin oder von einem jungen Jud. Gerade frisch erwachsen. Du kommst aus einem Haus, wo man sehr gottesfürchtig ist, wo man sich Geschichten, die man erlebt hat in diesem Volk, wo du herkommst, immer noch erzählt. Weil es sind Geschichten, die deine Vorfahren erlebt haben. Dein Urgroßvater war noch bei einer von diesen Geschichten dabei gewesen. Und die Eltern haben dir schon immer von diesen Geschichten erzählt. Sie haben dir erzählt von einem Gott, der alles gemacht hat. Alles, was existiert. Die ganze Erde, der Himmel. Alles, was du siehst, in seiner vollen Schönheit. Jede schöne Blume, die du siehst. Jedes Tier, das lebt. Alles Leben, das existiert. Sogar dein Leben hat er geschaffen. Er ist schon immer gesehen. Er wird immer sein. Alles, was existiert, kommt aus seiner Hand. Dank ihm sind wir da. Wo Adam und Eva die Frucht gegessen haben, die sie nicht hätten essen, hat Gott sie aus dem Garten rausgeschickt. Das war konsequent. Er hat gesagt, ich habe euch Regeln gegeben und die haben euch nicht daran gehalten. Und jetzt müsst ihr Konsequenzen tragen. Wo das Volk angewachsen ist und wir gefangen worden sind und gefoltert und versklavt waren in Ägypten, hat er uns befreit mit seiner starken Hand. Der Pharao, die mächtigste Person, hat nichts ausrichten. Gott hat Plog nach Plog geschickt und hat uns aus seiner Hand befreit. Er weiß, was Recht und was Unrecht ist. Und er kämpft für die, die Ungerechtigkeit erfahren. Er ist stärker als alles, was du dir vorstellen kannst. Er herrscht über allem, was er geschaffen hat. Er ist allmächtig. Er ist gerechter, guter Richter. Er sucht nach dem Guten und gibt jedem Menschen, was er verdient. Und wir dann unterwegs waren als Volk und in der Wüste waren. Er hat Gott gesagt, wir sollen ihm ein Zelt bauen. Und er hat uns klare Anweisungen gegeben, wie das Zelt aussehen soll. Und das Zelt hat so einen inneren Teil gehabt, das Allerheiligste. Und dort war Gottes Gegenwart so enorm präsent gewesen. Seine Präsenz, seine Gegenwart war dort drin so intensiv gewesen, dass nur die Priester reingehen durften. Und nur nach ganz, ganz klaren Anweisungen. Einmal im Jahr haben sie reingehen. Und sie haben sich ganz genau an die Regeln und Bedingungen halten, die Gott aufgestellt hat. Von der Kleidung, vom Ablauf her, was vorher passiert, ist alles geregelt gewesen. 2 Söhne von Aaron, das war der Bruder von Mose, haben sich mal nicht daran gehalten. Das Feuer hat sie sofort verzehrt. Unser Gott ist heilig. Er ist nicht wie du und ich. Er ist so heilig, dass wir seinen Namen nicht mal aussprechen. Wir sind nicht würdig, vor ihn zu kommen. Sei denn unter seinen Bedingungen. Völlig egal, wo wir sind als Volk.
Er war immer da. Gott war immer da. Auf ihn haben wir uns verlassen. Egal, ob Krieg war, ob wir flüchten mussten, ob wir Hunger gelitten haben, ob wir geglaubt haben, wir schaffen es, das Land einzunehmen oder nicht. Er war da. Er hat uns immer geleitet. Er hat uns immer Halt gegeben. Er ist der Vater, der zu uns schaut. Auf ihn kannst du dich verlassen. Er weiß, was du brauchst. Und er schaut zu dir. Ich kann mir vorstellen, dass ungefähr so Geschichten erzählt worden sind. Und den jungen Menschen so ungefähr Gott beschrieben worden ist. Und ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, was für eine Ehrfurcht in den Menschen, die an Gott geglaubt haben damals, hat müssen vorhanden sein. Mit diesem Bild von Gott. Ich glaube, da war Dankbarkeit herum, aber auch viel Respekt und Vorsicht vor diesem Gott. Und jetzt wird der Gott plötzlich Mensch und kommt auf die Erde. Läuft geht an Hochzeiten und du kannst plötzlich Wein trinken mit diesem Mann. Und lachst mit ihm. Hast ihn vielleicht schon mal umarmt. Und dann denkst du, was, der Gott, das ist der Gott. Dann siehst du den jungen Mann und versuchst das irgendwie zusammenzubekommen mit diesem Gott. Und der junge Mann sucht deine Gegenwart und schaut dir in die Augen. Auf Augenhöhe. Ja, sogar tut er dir deine Füße waschen. Und du realisierst, wenn du die Tora lesest, das Alte Testament, das sind ganz viele Hinweise auf ihn. Und dann kommt die Szene, wo du glaubst, das ist der Retter. Und er wird zum Tod verurteilt und ans Kreuz geschlagen und stirbt. Und du kannst nicht glauben. Gott wird tötet. Und du liest Psalm 22 und denkst, krass, genau so hat es sich abgespielt. Genau so ist es passiert. Wie revolutionär hat das müssen sein für einen gläubigen Menschen in dieser Zeit. Hat das Gottesbild müssen verändern. Es ist nicht so, dass ihr das Gottesbild falsch gewesen wäre. Aber es ist nicht komplett gewesen. Das hat alles verändert. Von Grund auf. Der Gott kommt uns näher und gibt sich selber für uns hin. In dieser ganzen Geschichte sehen wir, wie Gott sich immer und immer mehr offenbart. Wir erkennen immer deutlicher, wer Gott ist. Ich glaube, das Kreuz ist die Spitze von der Offenbarung, von seinem Wesen uns gegenüber. Jesus hat müssen auf die Erde kommen, sich selber müssen hingeben. Er sagt mal, nach dieser ganzen Geschichte, nachdem er auferstanden ist und den Tod besiegt hat, sagt er zu seinen Jüngern, nun ist in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Und er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift, also für das Alte Testament, was sie damals hatten, sodass sie verstehen konnten und sagte zu ihnen, so steht es doch in der Schrift. Der Messias muss leiden und sterben und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Das hat das Gottesbild von den Gläubigen von damals
enorm und entscheidend verändert. Und es musste passieren. Und dem glaube ich, Jesus ist der Masterplan. Es musste passieren, dass wir die Chance haben, zu verstehen, wie Gott ist. In Jesus kommt alles zusammen. Er hat das nicht relativiert, er hat es komplettiert. Ich weiß nicht, wie du zum Kreuz stehst, wenn du das hier siehst. Ich weiß nicht, ob das für dich eine Kraft hat. Ob das in deinem Herz etwas bewegt. Aber ich sage dir, so ist unser Gott. Er gibt sich selber für dich hin. Damit all das, was zwischen dir und ihm ist, für ein und alle Mal weg ist. Und ich lade dich ein, wenn du dich noch nie auf das eingelassen hast. Gib dir eine Chance. Und nach einer Gebetszeit kannst du mit Gott reden. Du kannst sagen, hey, zeig dir mir. Wir haben ein Gebetsteam. Du kannst dort hingehen. Du kannst einfach nach dem Gottesdienst einfach mal zu mir kommen. Weil Jesus sagt, es musste passieren. Und der Satz nachher, der kommt, den wir hier lesen können, heisst, du kannst nicht zum Vater kommen als durch mich. Du musst verstehen, dass du dich nicht selber rechtfertigen kannst, sondern dass ich dich gerechtfertigt habe. Du kannst nur das Geschenk annehmen. Und für mich ist das so, ich bin mit dieser Theologie gross geworden. Von Anfang an haben mir meine Eltern das erzählt. Und ich bin so dankbar. Ich glaube, das müssen wir verstehen. Ich glaube, das müssen wir checken. Und gleichzeitig merke ich aber auch für mich, wo das nun seit über 30 Jahren immer wieder Predigt bekommt. Mir fehlt es dann einmal da. Und ich merke, der volle Fokus auf das kann mein Gottesbild auch einseitig werden. Und wegen dem, wenn du mir anschließen in diesen Gedanken, dass das für dich nicht Big News ist heute Morgen, dann will ich dir ein paar andere Fragen mit heimgeben. Bist du dir bewusst, dass Gott Schöpfer ist? Bist du dir bewusst, dass er dir das Leben geschenkt hat? Weißt du, was ein guter Indikator ist für das? Ist dein Herz dankbar, dass du überhaupt das Leben hast? Dankbar dafür, dass du hier leben kannst, dass du schnaufen, schlafen, essen, trinken. All das hat er gemacht. Wenn wir realisieren, dass alles, was wir haben, von ihm kommt, wie gehen wir mit dem um, was er uns anvertraut hat? Wenn wir realisieren, dass jeder Mensch schnell umschauen kann, es sind ganz viele Menschen um dich herum, von ihm gemacht ist, wie respektvoll würden wir mit all diesen Menschen umgehen? Wie viel liebevoller würden wir mit all diesen Menschen umgehen, wenn wir checken würden, dass es Gottes geliebte und wunderschöne Geschöpfe sind? Kommst du klar mit dem Bild, dass Gott Herrscher und Richter ist? Darf er herrschen in deinem Leben? Darf er noch immer reingreifen? Kommst du klar mit diesen Bildern, oft auch im Alten Testament, wo ein Gott beschrieben wird, der richtet? Weil er eben nicht nur dich liebt, sondern auch alle anderen. Oder haben wir vielleicht ein romantisiertes Verständnis von Liebe? Weil dieser Gott, der wird uns wieder begegnen. Du kannst die Bibel von hinten lesen. In der Offenbarung ist die Rolle als Richter enorm präsent. Es bleibt. Wir werden auf dieser Basis gerichtet. Nicht, weil wir uns irgendetwas verdient hätten. Jesus hat alles beglichen. Aber er kommt als Richter. Ist Gott heilig?
wenn du an ihn denkst? Bist du dir bewusst, wenn du hier reinkommst, was das bedeutet, vor Gott zu kommen? Mit welcher Haltung würden wir uns auf den Weg machen in den Gottesdienst, wenn wir uns dieser Heiligkeit bewusst wären? Um welche Zeit würden wir uns auf den Weg machen? Was würden wir anziehen? Mit welcher Haltung würden wir hier ankommen? Im Bewusstsein, wir begegnen Gott dem Gott. Und darf Gott Vater sein? Und ich meine jetzt nicht nur den Vater, der dich an der Hand nimmt und das Köpfchen tätschelt, wenn etwas nicht gut kommt. Weil das wollen wir alle. Aber wenn wir auch den Vater, der uns dort anführt, an einen Ort, wo wir wissen, shit, ich schaffe es nicht ohne ihn. Dürfen wir uns an einen Ort führen, wo wir noch nie gesehen sind. Immer im Sinn, dass er uns wachsen lässt in seiner Liebe. Immer im Bewusstsein, dass Wachstum immer auch anstrengend ist und manchmal ein bisschen weh machen kann. Nicht im Wort Gottes liegt so ein Schatz begraben. Gott ist so groß. Das können wir nicht einfach so in einer Predigt an einem Sonntag verstehen. Lasst uns eintauchen in sein Wort. Lasst uns verstehen, dass es ein Buddeln ist, wenn wir sein Wesen begreifen. Und lasst uns sein Wort nutzen. So Bücher wie Psalmen zeigen uns Verbindungen auf. Zwischen dem Gott, der im Alten Testament beschrieben ist, und dem, was er uns zeigt am Kreuz. Und ich lade dich ein, geh dort buddeln, weil es sind oft auch so unangenehme Fragen, die in unserem Herzen aufkommen, wenn wir Gott nicht verstehen. Aber es liegt so ein grosser Reichtum. Ich glaube, Gott will Gemeinschaft mit uns. Es bleibt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dafür gehen, ihn tiefer und tiefer kennenzulernen. Ich werde jetzt in eine Gebetszeit reinstarten. Wie gesagt, das Gebetsteam ist auch dort. Und wenn irgendetwas in dir passiert ist, wo du gerne mit jemandem teilen willst, nutze die Möglichkeit. Und sonst bewegt das einfach mit Gott. Achte vielleicht auch bewusst auf den Text, den wir singen. Wir singen nämlich so viel von dem. Und ich glaube, Gott wird zu dir reden und wird dir sagen, was dran ist für dich. Um ihn ein Stück weit besser kennenzulernen. Und seinem Herz immer näher zu kommen. Lass uns aufstehen dafür. Und bewusst vor den Gott treten. Und in dem Moment da ist.